Er öffnet seine Augen. Um ihn herum war es dunkel. Nur ein leichter Lichtschein fällt vom Mond durchs Fenster ein. Der Durst hat ihn geweckt. Sein Blick fällt nach rechts auf den Wecker, als er sich langsam aufrecht hinsetzt. In rot leuchtenden Zahlen steht dort 0:31 Uhr. Er spürt, wie seine Kehle immer trockener wird und mehr nach Wasser verlangt. Sollte er das wirklich wagen, in die Küche zu gehen, um sich ein Glas Wasser zu holen? Sollte er wirklich sein warmes, weiches Bett verlassen, um dann mit Nocker die Füße erst über den rauen Teppich bis zur Tür, durch den dunklen Flur und dann über die kalten Fliesen bis hin zum Waschbecken mit dem erlösenden Wasserhahn zu laufen? Sein Blick fällt wieder auf den Wecker. 0:34 Uhr. Bis zum Ende der Geisterstunde sind es noch 26 Minuten. Darf er das noch so lange aushalten? Oder darf er bis dahin schon längst verdischt sein? Bis zur Tür darf er es leicht schaffen, das war klar. Aber der dunkle, lange Flur, der macht ihm Angst. Sicher, tagsüber im Hellen war es ein ganz gewöhnlicher Flur. Und es macht ihm überhaupt nichts aus, ihm entlang zu gehen. Aber jetzt, mitten in der Nacht, zur Geisterstunde, verwandelt sich so ein Flur in eine grauenvolle Höhle mit kreislige Fledermaus an der Decken, widerliche Spinnen an der Wand und beißende Ratten und gefährliche Schlangen auf dem Boden. Vorsichtig hebt er die dicke Steppdecke hoch und dreht seine Füße nach rechts, sodass er mit seinen Füßen den Boden berühren kann. Ein kurzer Schauerdurchfaden. Unter der Decke war es so viel wärmer gewesen. Warum hat er bloß vor dem zu Bett gehen nicht noch was getrunken? Dann hätte er jetzt nicht den schrecklichen Gang vor sich. 0:36 Uhr. Er atmet tief durch und überlegt für einen kleinen Moment, ob er sich nicht doch lieber wieder hinlegt. Aber der Durst, der war unerträglich. Na, denkt er sich, ich werde es schaffen, denn ich habe keine Angst vor Ratten, Schlangen oder sonstige Viecher. Ich bin doch kein Feigling. Oder doch, was wird wohl schlimmer? Feig im eigenen Bett zu verdirsten oder mutig im Kampf gegen Schlangen und Ratten zu sterben? Er stützt seine Hände auf die Bettkanten und krallt sie mit den Fingern fest. Wenn er ganz schnell rennen hat, kann er schaffen, ohne überhaupt bemerkt zu werden. Seine Augen haben sich mittlerweile an die Dunkelheit gewohnt und er kann die Umrisse von der Tür erkennen. Mit einem kräftigen Ruck steht er auf. Ich weiß, dass ich das kann. Ich werde das schaffen, sagt er laut zu sich selber. Seine eigene Stimme zu hören, macht er Mut. 0:45 Uhr. Langsam und so leise wie möglich schleicht er bis zur Tür. Denn er wollte die Meute da draußen im Flur nicht schon vorher aufschrecken. Ein letzter Blick zum Wecker. 0:46 Uhr. Er steht jetzt direkt vor der Tür und hat schon seine Hände auf die Klinken gelegt. In Gedanken stellt er sich vor, wie er die Tür aufmacht und dann blitzschnell aussieht, durch den Flur zur Küche rennen hat. Das muss doch zum Schaffen sein. Einfach drauf vorbeirennen, ohne hinzuschauen. Vorbei an die Schlangen, die nur darauf warten, sich um den Hals von einem kleinen Burm zu winden, um ihn zu erwürgen. Vorbei an die unzähligen Spinnen, die mit ihren ekelhaften, behaarten Füßen unter seinen Schlafanzug krabbeln hatten, um ihm tödliches Gift direkt in seine zarte Haut zu spritzen. Vorbei an die riesigen Ratten, die sich in seine Füße festbeißen hatten, damit er stolpert und sie ihm komplett zusammenfressen kannten. Vorbei an die kreischenden Fledermaus, die ihm um den Kopf fliegen und ihm wahrscheinlich die Augen außerfressen kannten. Das muss doch zum Schaffen sein. Einfach drauf vorbeirennen. Er nimmt einen tiefen Atemzug und drückt die Klinken sacht nach unten. Er kann die Meute förmlich riechen, wie sie nur darauf warten, ihm zu quälen. Er öffnet die Tür nur einen Spalt und schaut vorsichtig aussehen. Sehen kann er nichts sehen, aber er hört ein leises Zischen.
Jetzt ist spät. Zurück kann er nicht mehr. Jetzt haben sie es schon längst bemerkt. Schließlich macht er die Tür ganz auf und hebt seinen linken Fuß zum ersten Schritt durch die Monsterhöhle an. Noch immer kann er nichts sehen. Der Flur war stockfinster. Suchend streckt er seinen Fuß nach sicherem Untergrund Vieri. Es stoßt an etwas Glatz, Kaltes und weicht erschreckt zurück. Dadurch gerät er leicht ins Wanken, kann sich aber gerade noch am Türstock festhalten. Einfach losrennen, einfach ganz schnell rennen, sagt er zu sich selber. Aber das funktioniert nicht. Seine Füße wollen nicht auf ihrem Hirn. Sein Mund war schon trocken, dass seine Zunge am Gaumen festpickt. Ich muss was trinken, ich muss. Noch einmal versucht er loszurennen. Da seine Füße sind schwer wie Blei. Er schafft nur ein paar Schritte und steht jetzt mitten im Flur. Er spürt, wie sich die Schlangen langsam um seine nockerten Füße winden. Er fühlt die Spinnen, die bis zu seinen Armen aufgraben. Er hört die Fledermaus um seinen Kopf kreisen und hat an seinen Zehen nagen. Ein Ohnmachtsgefühl überkommt ihm. Er holt noch einmal tief Luft, vertrat dann die Augen und lässt sie nach hinten fallen. Mit einem lauten Knall schluckt er auf den Boden auf. Eine Mutter kniet warnend über einem toten Kind, das in der Nacht über leere Bierflaschen gestolpert und unglücklich gestürzt war. Und der Weg in dem Kinderzimmer zeigt in rot leuchtenden Zahlen 0:59 Uhr. 1 Minute vor dem Ende der Geisterstunde. Hätte er doch bloß gewartet.